Zahlungsmethoden in der Schweiz sind die besten. Zum Glück hat man so etwas wie Twint erfunden. Ich bin ehrlich, es geht so schnell und es ist so einfach. Du gehst an die Kasse, scannst den Code, bing! Ja, und dann ist es zahlt, fertig, lustig. Aber sobald Twint irgendwelche Probleme hat, ist gefühlt die halbe Wirtschaft von der Schweiz am Arsch. Aber ohne Twint, ich weiß nicht, was ich machen würde. Vor allem meistens nehme ich nur mein Handy kurz mit, um etwas zu posten. Und wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann hast du das Saldo zu klein. Das ist dann doppelt so unangenehm, aber darüber reden wir nicht. Gut, ich muss ehrlich sein, einmal, wo mir das passiert ist, ich habe gelernt von meinen Fehlern. Entweder habe ich Bargeld dabei, würde ich jedem von euch empfehlen. Oder aber auch, ich brauche Apple Pay zum Zahlen. Schreibt mal in die Kommentare, was braucht ihr mehr, Twint oder Apple Pay? Aber das, was mich am meisten verwirrt, ist, wenn eine Person sagt, ich habe kein Twint. Und wie soll ich dir jetzt das Essen zurückzahlen? Per IBAN? Bro, ich weiss doch nicht mehr, wie das funktioniert. Du weißt, das kann 1 bis 2 Tage gehen, bis du Geld hast, oder? Pro Latter Twint, aber was ist mit dir los? Wie überlebst du das ganz genau, dass du kein Twint hast? Also Bargeld hätte ich auch dabei, aber das wäre dann schwarz und du musst es dann angeben, bei den Steuern. Ich bin ehrlich, die beste Funktion, die Twint hat, ist, dass man eine Nachricht dazu schicken kann, wenn man jemandem Geld schickt. Also nur weil es mich wundernimmt, Twint-Team, könnt ihr die Nachrichten verfolgen? Am schlimmsten ist, wenn du eigentlich gesagt hast, du zahlst, aber die andere Person twintet dir, dann twintest du zurück, dann twintet er wieder zurück, dann kommt es wieder, dann ist so ein Hin und Her. Das muss ja für Twint ein riesen Hin und Her sein. Ich habe alles schon für Anfragen bekommen über Twint. Das ist so die beste Anfrage, die ihr bekommen habt. Bei mir, Max, zahlst du für meinen Döner?